So, und mal wieder willkommen zurück bei Pro Evolution Soccer 2014. Und zuletzt habe ich schon angesprochen, es gibt ja den 1.0 Patch und den habe ich mir jetzt schon geladen und installiert. Dauert ja immer ein bisschen. Und der beinhaltet die volle Bundesliga. Genau, da schauen wir mal kurz rein. Ne? Man sieht schon, jetzt sind die ganzen Originalnamen drin von den Spielern im aktuellen Kader. Schaut das soweit ganz gut aus. Natürlich sind jetzt noch nicht alle Originalgesichter drin. Also wird nur bei wenigen sein. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, bei wem das Original ist. Die meisten schauen nicht so aus. Ja, auf jeden Fall ist das schon mal um einiges besser. So, dann würde ich sagen, wir könnten da gleich das erste Spiel spielen. Mit den Bundesligamannschaften. Machen wir nochmal ein Freundschaftsspiel. So, pass auf, nehmen wir mal die Vereinsmannschaften. Ja, und dann nehmen wir halt mal, pass auf. Wollen wir Bayern nehmen? Ich weiß gar nicht. Nehmen wir die. Ich würde sagen, die nehmen wir mal. Und dann halt, wir spielen gegen Bundesligamannschaft. Und zwar nehmen wir da, pass auf, den FSV Mainz 05. Gut, pass auf, Trikot können wir uns natürlich aussuchen. Ich würde mal sagen, ach, die haben auch 3. Ja, ich würde mal sagen, die Mainzer lassen wir so spielen. Und wir spielen im klassischen Rot. Ball, den lassen wir mal. Nehmen wir mal den da. Und Stadion. Da gibt es jetzt übrigens 2 neue. Ich weiß allerdings nicht welche. Bin mir gar nicht sicher, was dazugekommen ist. Auf jeden Fall sind es jetzt 2 mehr. Es waren davor waren es nur 19, jetzt sind es 21. Und wir spielen natürlich im Moment in der Allianz Arena. So, Strategie müsste soweit passen. Genau, schaut also ganz gut aus. So, also wie gesagt, im heutigen Spiel steht sich der Rekordmeister Bayern München dem FSV Mainz 05 gegenüber. Ja. Und wir werden natürlich unser Bestes geben. Und dann können wir uns schon langsam bald einmal überlegen, ob wir nicht bald einmal eine Liga starten, also Meisterliga oder sowas. Wobei ich dazu sagen muss, Meisterliga ist jetzt nicht mehr beschränkt auf eine Mannschaft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Bayern München nehmen und spielen eine Saison und haben dann am Ende der Saison keinen Bock mehr auf Bayern München, dann können wir, weiß ich nicht, in die Premier League oder so wechseln. Also das ist jetzt auch möglich. Ja, gleich mit der ersten Chance ausgenutzt. Arjen Robben. Das ist schnell gegangen, oder? Das war die schnelle Führung in der Allianz Arena. Das damals war Ribéry mit dem Pass auf. Wer war das davon? War das Mandzukic schon, oder? Dann Müller. Und unten ist Arjen Robben.
Gut, und somit führen wir schon mal. Das ist schnell gegangen. Und jetzt sind die Mainzer bestimmt wach. Şahin. Dante klärt es. Müller. Toni Kroos. Auf Ribéry. Baumgartlinger. Müller. Und man muss natürlich dazu sagen, der Patch wird stetig weiterentwickelt. Habe ich schon mal erwähnt. Und da wird noch einiges dazukommen. Weil wir haben ja bei 2013 habe ich ein Ding drin gehabt, die zweite Liga. Und da wird natürlich noch einiges dazukommen. Toni Kroos. Alaba. Und Ribéry startet. Ja, Müller vor Müller. Choupo-Moting. Okazaki. Ja, Şahin. Kommt da an den Ball, war aber abseits. Wobei, es war knapp, gell? Ich hätte nicht unbedingt auf Abseits entschieden. Auf jeden Fall gibt es Freistoß für die Bayern. Und da muss ich noch zur Meisterliga sagen, man kann jetzt auch Trainer von der Nationalmannschaft sein. Bisher habe ich das zwar noch nicht fertig gebracht, aber das können wir mal schauen, ob wir das auch fertig kriegen. Das war übrigens die Chance von Choupo-Moting. Und ich weiß nicht, wie das ist mit einer Nationalmannschaft, ob man sich dann den Kader selber zusammenstellen kann. Das war natürlich ganz geil. Aber das ist jetzt möglich, was ich gar nicht so schlecht finde. Mandzukic erwischt den, jawohl. Oh, in der Mitte steht er. Da waren wir aber etwas langsam gehen. Müller war da ganz los drin. Ja, klassischer Torwartfehler und Arjen Robben packt den linken Hammer aus. Und so steht es 2-0. Das war natürlich ein Riesenfehler vom Torwart. Sehen wir gleich nochmal. Da wirft er den Ball rüber. Genau, da rollt er aussehen. Genau in die Füße, also vor die Füße von Robben. Und der fackelt nicht lang. Und deswegen heißt es jetzt 2-0 für die Bayern. Şahin. Okazaki auf Svensson. Baumgartlinger. So, mal zurück zu Neuer. Schweinsteiger. Alaba. Und es gibt einen Wurf. Jawohl. Für wen? Für uns. So, Philipp Lahm. Missverständnis. Şahin verliert den Ball wieder. Und Ribéry. Wieder Ribéry. In der Mitte rennt er noch mit. Ja, Müller rechts am Tor vorbei. Und die Mainzer dann sich schwer. Bisher nicht große Chancen gehabt. 2-0 hinten. Robben. Natürlich dann wir uns ja ziemlich leicht. Wir haben ja mit Bayern haben wir eine Top-Mannschaft. Und die Mainzer haben da nicht so viel Qualität zu bieten. Das war der Pfosten. Und im Nachgreifen hat der Müller.
Also wenn wir natürlich Meisterliga spielen, dann werden wir wahrscheinlich nicht Bayern nehmen. Ist ja logisch. Dann suchen wir uns natürlich irgendeinen anderen Verein oder so. Ribéry erwischt den Ball und kann kontern. Müller. Wo ist der Robben? Nicht da. Gut. War nix. Ja. Also der Torwart macht da gerne fleißig Fehler, gell? Der ist nicht der sicherste, was er da im Tor drin betreibt. Toni Kroos. Mandzukic. Ja, wir haben die Mainzer so ziemlich in der eigenen Hälften festgenagelt. Und sie kommen nur schwer da hinten raus. Svensson. Baumgartlinger. Bedrängt von 2 Mann. Aber er hat noch. So, dann deklärt es auch. Ja, und somit haben wir schon mal Halbzeit. 2-0 zum Ende. Und da geht der Fey auf die Kappe vom Torwart, gell? Vor allem beim zweiten Tor. So, wie schaut denn aus? Wollen wir wechseln? Wir könnten, müssen aber nicht. Wir könnten vielleicht, weiß nicht. Dann wir vielleicht. Den Ribéry aussehen. Der ist ja nicht so motiviert halt. Und dann wir vielleicht auch einen Götze rein. So, also Ribéry geht runter und es kommt Mario Götze. Ich denke mal, so viel wird nicht mehr passieren. Die Mainzer haben bisher auch nicht wirklich eine Chance gehabt. Arjen Robben. Er hat noch. Toni Kroos. Scheiße, da wollte man vorlegen. Das heißt einmal Abstoß für die Mainzer. Und wieder groß. Mario Götze. Mandzukic. Ja. Ganz knapp, ganz knapp. Wenn wir ihn erwischt hätte, war es eventuell gefällig geworden. Müller. Und wieder geklärt von Dante. Und es gibt jetzt die erste Ecke des Spiels, oder? Nein, nicht einmal. Scheinbar hat er in der Mainz aussehen. Müller. Und Robben erwischt ihn noch. Ja, da wollte ich wieder mit links abziehen. Ach, das war abseits. Ja gut, wenn er meint. Wenn er meint, dann ist es halt so. Choupo-Moting, der hat bisher die größte Chance gehabt für die Mainzer. Baumgartlinger. Und da wird er bedrängt, der Koreaner, und kriegt Einwurf. Nowitzki, Geis und Müller auf Şahin. Ja, erste große Torchance in der zweiten Halbzeit für die Mainzer.
Und ich denke, wenn der aufs Tor kommen wird, dann hätte den der Neuer nicht einmal erwischt. Robben. Gut, da hätte man besser schauen müssen. Man muss dann nämlich immer gut die Laufwege von den Spielern beobachten. Philipp Lahm. Fehlpass von Robben. So, Boateng nimmt einmal den Ball ab. Robben. Und jetzt gibt es aber die erste Ecke, oder? Genau. Da haben wir ungefähr, pass auf, so, oder? Probieren wir es einmal. Der Fernschuss war nichts sehen. Wir haben den immer noch. Und Müller. Riesenchance. Toni Kroos nochmal. War aber leichter zum Halten. Götze. Weiterhin der Pass geworden. Ja, und die Mainzer kommen da gar nicht durch. Und Götze kämpft den Ball wieder. So, Mandzukic in der Mitte, läuft Müller mit, Oma Robben. Und kann erwischen. Şahin. Wir sollten vielleicht nochmal wechseln. Oder wir können wechseln, besser gesagt. Da machen wir heute mal, pass auf. Nehmen wir heute mal für die rechte Seite einen Shaqiri. Und in der Innenverteidigung bringen wir heute mal, weiß ich nicht, einen Kirchhoff, oder? Oder von Beuten. Robben, jawohl. Müller erwischt ihn aber nicht mehr. Geis. Ja, das war ein Foulspiel von Toni Kroos, oder? Und da gibt es einen Verletzten. Und nur eine Mahnung. Also bei 2013 hätte es wahrscheinlich schon gelbe Karten gegeben. Bei 2014 ist er etwas gnädiger. Und er muss behandelt werden. Freistoß für die Mainzer. In der Zwischenzeit kommen unsere Spieler, also die Frischen. Nächste Foulspiel. Ja, kein Problem für Neuer. Heute nochmal zum aus der 8 gelassen. Ja, Choupo-Moting als, ich glaube, was ist denn der? Linker Verteidiger. Hat der jetzt schon seit zweiter Torchance gehabt? Oder ist das linker Mittelfeldspieler? Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall später irgendwo am Flügel. Nowitzki vor Müller. Shaqiri. Und Müller. Und das dürfte der Endstand sein. Ja, wie schon im Länderspiel mit Deutschland trifft er jetzt auch für die Bayern. Ja, das war der Fehler von Mainzer, der hat sich einfach da einen Ball abnehmen lassen. Dann läuft Mandzukic mit, oder? Es war wahrscheinlich Mandzukic der Linke.
Und rechts läuft Müller mit. Und der kriegt den auch. Und macht es 3-0. Ja, somit steht es 3-0. Choupo-Moting geht in der Zwischenzeit aus und es kommt Ede. Wer auch immer das sein mag. So, nochmal die Bayern, Mandzukic. Der Koreaner. Ede, der neue Mann. Und Polter, der ist vorher für Schein gekommen. Müller. Ja, den hat Mandzukic nicht mehr erwischt. Flügelwechsel auf Alaba. Ja, Gott sei Dank den sehe ich einfach abnehmen. Und hat er den Mainzer niedergestreckt. Ja, der liegt jetzt. Ja, das war's auch. Endstand 3-0. Die Bayern klar überlegen. Die Mainzer so gut wie keine Chance gehabt. Wobei die Mainzer haben 81% Pässe gehabt, gell? Wir bloß bei 65.